Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über ein Thema, das wohl viele Deutsche betrifft: die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn. Ein Dauerbrenner in den Medien und auf den Bahnsteigen. Genau, und ich glaube, jeder von uns hat schon einmal die Erfahrung gemacht, auf einen verspäteten Zug zu warten oder den Anschluss zu verpassen. Aber warum ist das eigentlich so? Gute Frage. Es gibt viele Faktoren. Zum einen ist da die Infrastruktur. Viele Strecken sind einfach veraltet und müssen dringend saniert werden. Ja, und dann gibt es natürlich auch immer wieder technische Störungen, sei es an den Zügen selbst oder an den Signalanlagen. Und nicht zu vergessen, das Wetter spielt auch eine Rolle. Im Winter Schneestürme, im Sommer Hitze, die die Schienen verbiegt. Aber das sind ja alles Dinge, die man irgendwie vorhersehen könnte, oder? Warum hat man das nicht besser im Griff? Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Organisation innerhalb des Unternehmens. Bei so einem großen Betrieb geht manchmal die Effizienz verloren. Man hört ja auch oft, dass es an Personalmangel liegt. Zu wenig Lokführer, zu wenig Techniker. Da kann man noch so gut planen, wenn das Personal fehlt, wird's schwierig. Absolut. Und dann ist da noch das Thema Investitionen. Es wird viel versprochen, aber oft entstehen Baustellen, die länger dauern als geplant. Stimmt. Die Deutsche Bahn hat ja auch viele Baustellen gleichzeitig. Da ist es kein Wunder, dass es zu Engpässen kommt. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass die Bahn auch international agiert. Da spielen dann noch mehr Faktoren eine Rolle. Richtig. Zum Beispiel grenzüberschreitende Verbindungen. Da müssen die Züge aus verschiedenen Ländern zusammenspielen, was auch mal schiefgehen kann. Trotz all dieser Probleme nutzen viele Menschen täglich die Bahn. Warum denkst du? Ich glaube, es ist die Bequemlichkeit. Man kann sich entspannen, unterwegs arbeiten oder lesen. Und klar, in den großen Städten ist die Bahn oft die schnellste Verbindung. Ja, und auch wenn wir oft über die Unpünktlichkeit schimpfen, ist die Bahn in vielen Fällen immer noch die bessere Alternative zu Auto oder Flugzeug. Allerdings, obwohl es immer wieder Kritik gibt, bleibt die Bahn ein wichtiger Bestandteil unseres Verkehrsnetzes. Vielleicht hilft ja die Digitalisierung, die Prozesse zu verbessern. Apps zur besseren Planung, Echtzeitinformationen und so weiter. Das hoffe ich doch. Aber bis dahin bleibt wohl nur abzuwarten und sich auf den nächsten verspäteten Zug einzustellen. Genau. Aber wie seht ihr das, liebe Zuhörer? Habt ihr auch schon mal skurrile Erlebnisse mit der Bahn gehabt? Oder habt ihr Tipps, wie man die Wartezeit sinnvoll nutzen kann? Lasst es uns wissen.